Geschichte von der Schneehexe, vom Zauberer Merlin und vom magischen Berg. Die Schneehexe hatte in den letzten Tagen nicht so eine gute Laune gehabt. Ihr bester Freund, der Zauberer Merlin, war nämlich fort. Er hat an einer Zaubererversammlung weit fort von hier teilgenommen, wo alle Zauberer einander die neuesten Zaubersprüche vorgeführt haben. Und so ein Anlass hat natürlich nicht ohne den Zauberer Merlin stattfinden. Darum war die Schneehexe meistens einzig in ihrem Häuschen und hat ohne den Zauberer Merlin Tee getrunken. Ab und zu ist zwar schon ein Spatz oder ein Eichhörnchen mit ihr reden. Die Schneehexe kann ja verstehen, was die Tiere sagen. Aber am liebsten hätte sie halt schon mit dem Zauberer Merlin berichtet. Aber heute hat die Schneehexe eine bessere Laune gehabt. Weil heute Abend hat der Zauberer Merlin zurückkommen. Und sie hat gewusst, dass der Zauberer Merlin, bevor er in sein Schloss geht, sicher zuerst bei ihrem Haus vorbeikommt, schauen, wie es ihr so geht. Darum hat sie ein Festessen mit dem besten Gemüse aus ihrem Garten vorbereitet. Noch eine Prise Thymian mit klein frischem Majoran. Die Bohnen werden dann gut. Wer klopft denn da an mein Fenster? Ist echt der Zauberer Merlin schon zurück? Nein, der würde einmal nicht klopfen. Der würde doch gerade reinkommen. Oh, was bist denn du für ein schöner Vogel? Die habe ich noch gar nie gesehen. Ich bin der Vogel Fasola. Ja, sing du mir und schon bin ich da. Der Vogel Fasola? Von dir habe ich noch nie gehört. Warum bist denn du zu mir gekommen? Kummer herrscht in Gwendoland, der Uranus mit böser Hand, bedroht durch seine Macht, der Zwergen ihre bunte Pracht. Der bärtige Gambare ist in Not und seine Zwergenfreunde vom Untergang bedroht. Schon bleibt jetzt dunkle Nacht, bevor Retter erwacht. Gwendoland, Uranus, Zwerge, Gamvari, du redest in Rätsel. Fasola, was bedeuten die Namen? Ich verstehe nicht ganz, was du sagen willst. Hilft tut Not in dieser Stunde, rettet den Boot, was gleich kommt. Also, mir ist es noch nicht klarer geworden, was du da sagen willst. Ich glaube, ich muss da zuerst erst drüber nachdenken. Abschied nimmt jetzt Fasola, muss wieder zu den Zwergen gehen. Adieu, Fasola. Was hat der prächtige Vogel mir echt sagen? Was stinkt denn da?
An meiner Bohne. Jetzt sind meine Bohnen angebrannt. Ausgerechnet jetzt muss mir das passieren. Da schmeckt's meinte abbrennt, Schneehex. Oh, Zauberer Merlin, du bist zurück. Da bin ich froh. Ich bin noch ganz durcheinander. Das glaube ich dir sofort. Ich habe es noch nie erlebt, dass dir etwas abbrennt ist. Was ist denn passiert? Gerade bevor du gekommen bist, ist zu mir ein wunderschöner, farbenprächtiger Vogel gekommen. Fasola hat er geheissen. Und der hat mir eine Geschichte vorgesungen. Weisst, der Vogel kann nur singen. Als ich ihm zugelassen habe, habe ich meine Bohnen im Kochtopf vergessen. Der muss dir aber etwas ganz Spezielles gesungen haben, dass du dabei deine Bohnen vergessen hast. Speziell war es wirklich. Ich bin nämlich gar nicht rausgekommen, was der Fasola erzählt hat. Ja nun, auch dir, Zauberer Merlin, wie ist es dir bei der Zaubererversammlung gegangen? Es war sehr interessant. Viele neue Zaubersprüche sind vorgeführt worden. Und, was mir fast das Wichtigste ist, alle meine Freunde habe ich wieder eins angetroffen. Was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass bis auf einen Zauberer alle gekommen sind, obwohl ja die meisten noch viele weitere Weg haben als ich. Nur ein einziger ist nicht gekommen. Wer war denn das? Das war etwas ganz Komisches. Der fehlende Zauberer hat nämlich gar niemand kennt und niemand hat früher auch je von ihm gehört. Er nennt sich Magier Uranus aus Gwendoland. Magier Uranus aus Gwendoland? Aber von einem Uranus und von Gwendoland hat mir der Vogel erzählt. Dort muss etwas passiert sein. Aber ich habe nicht verstanden, was er mit seinem Gesang hat gemeint. Und die Schneehex hat dem Zauberer Merlin noch einst die ganze Begegnung mit dem Fasola erzählt. Aber leider hat sie auch nicht mehr ganz genau gewusst, was er ihr gesungen hat von Gwendoland, vom Uranus, vom Gambari und von den Zwergen. Die Schneehex und der Zauberer Merlin haben noch fast die ganze Nacht darüber nachstudiert. Also, ich komme einfach nicht weiter. Probieren wir doch am Fasola zu rufen. Vielleicht ist der ganz in der Nähe und hört uns. Hey ja, probier's doch mal. Fasola! Fasola! Nichts passiert. Jetzt weiss ich's, singen musst du. Lass so. Fasola, Fasola. Ich bin der Vogel Fasola, ja sing zu mir und schon bin ich da. Salut Fasola, ich bin froh, dass du gekommen bist. Kannst du uns noch eins erzählen, singen, was du gestern der Schneehex gesungen hast? Hummer herrscht in Gwendoland, der Uranus mit böser Hand, bedroht durch seine Macht, den Zwergen ihr Ripp und die Pracht. Der Bär,
Bärtig Gambari ist in Not und seine Zwergenfreunde vom Untergang bedroht. Schon gleich wird's dunkle Nacht, bevor er Retter erwacht. Jetzt ist natürlich alles klar. In diesem unbekannten Gwendoland tut der Magier Uranus scheinbar seine ganze Macht brauchen, für die Leute dort zu beherrschen, vor allem Zwerge. Und einer von diesen Zwergen ist der Bärtig Gambari. Und der Bärtig Gambari hat den Fasola geschickt, für Hilfe zu holen. Wir sollten dorthin helfen, Schneehex. Der Sinn von der Wort ist erkannt. Der Uranus wird gleich verbannt. Wenn's Licht vor Sonne erwacht, ein beschwerlicher Weg euch bedacht. Aha! Wir haben im Fasola seine Worte richtig verstanden. Und er hat das Gefühl, dass wir dir schon helfen können. Und morgen am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, sollten wir scheinbar aufbrechen, weil eine beschwerliche Reise auf uns wartet. Also mit der Zeit verstehe ich dann schon, was der Fasola alles sagt. Ja, dann wollen wir uns etwa bereit machen, dass wir dann morgen am frühen Morgen auf die Reise können. In Gwendoland werden wir gebraucht. Ja, Schneehex, dann gehe ich jetzt auf mein Schloss, mich auf die Reise vorbereiten. Vor allem wollte ich schauen, ob ich nicht noch in einem Buch etwas über Gwendoland finde. So haben sich die Schneehex, der Zauberer Merlin und der Fasola voneinander verabschiedet. Alle wollten die Zeit noch nutzen, für sich auf die beschwerliche Reise nach Gwendoland vorzubereiten. Wie die Reise aber genau vor sich gehen, das hat weder die Schneehex noch der Zauberer Merlin gewusst. Und der Fasola hat nichts Genaues gesehen. Oder besser gesagt, gesungen. Die Schneehex hat sich ein paar Kräutchen eingepackt und natürlich der Hexenbesen parat gestellt. Und der Zauberer Merlin ist in die geheime Zauberkammer von seinem Schloss gegangen und hat dort seine Bücher studiert.
klopft denn da an die Tür? Es ist ja noch mitten in der Nacht. Schneehex, ich bin's, der Zauberer Merlin. Oh, du bist ein Zauberer, Merlin. Ich komme dir gerade auftun. Es ist doch noch gar nicht morgen. Warum kommst denn du schon zu mir? Weisst, ich habe in meinen Büchern etwas über Gwendoland gefunden. Oh, das ist aber interessant. Da musst du mir sofort davon erzählen. Ich mache es derweil noch gerade ein Eichelkaffee. Wir müssen ja nachher dann gleich gehen. Also, Gwendoland, das ist sehr weit weg von hier. Die Reise wird uns über einen grossen Wald, vorbei bei den 2 Seen, über Sümpfe, Berge und noch vieles mehr führen. In Gwendoland selber, da gibt es eine Stadt, die vor allem durch ihren Merit und dem Gemüse, das dort verkauft wird, bekannt worden ist. Die Leute dort sind sehr lebenslustig und froh. In Gwendoland wohnt aber auch ein Zwergenvolk, das mit den Leuten dort sehr gut auskommt. Und der Merit sei nicht zuletzt deshalb bekannt, weil die Zwerge dort selber auch Gemüse und Früchte verkaufen. Die zwar klein sind, aber ausgesprochen gut im Geschmack. In Gwendoland aber gibt es einen Berg, den sowohl die Leute wie auch die Zwerge möglichst meiden. Sie sagen diesem Berg einfach Strahlenberg, manchmal auch Magischer Berg, weil sie das Gefühl haben, in diesem Berg seien magische, unsichtbare Kräfte herum. Dorthin wird uns wahrscheinlich auch die Reise führen. Mal, da kommt etwas auf uns zu. Schau, die Sonne kommt schon hinter dem Berg führen. Es wird Zeit zu gehen. Ja, das Licht vor der Sonne erwacht, ein beschwerlicher Weg auch bedacht. So hat's der Fasola gesagt. Jetzt ist es soweit. Was erwartet uns echt alles? Wenn ich das wüsste, Zauberer Merlin. Das werden wir ja dann etwa schon noch früh genug sehen. Wo ist denn überhaupt der Fasola? Ich rufe ihm am besten. Fasola! Fasola! Ach, Zauberer Merlin, singen musst du. Los. Fasola! Das habe ich auch wieder vergessen. Ich bin der Vogel, Fasola. Ja, sing noch mehr, schon bin da. Wir sind bereit, Fasola. Von uns aus kann es losgehen. Der Weg, ich weise ihn euch. Und ihr, auf dem Hexenbesen folget mir. Das ist gut, Fasola. Wir fliegen dir auf dem Hexenbesen einfach nachher. Bist du bereit, Zauberer Merlin? Nur mal los, Schneehex. Der Hopp, Hexenbesen, in die Luft! Mal, der Fasola weiss scheinbar genau, was ihr habt. Und das kann ihm fast nicht schnell genug gehen. Habt ihr nur gut am Hexenbesen? Wir mögen dem Vogel Fasola schon nachher. Schau, Schneehex, dort hinten fährt der grosse Wald an. Bis ans Ende von diesem Wald sind wir noch nie geflogen. Ja, ich habe gar keine Ahnung, wie gross das der überhaupt ist und was nachher kommt. Ja, jetzt waren sie auf dem Weg gegen Gwendoland. Die Schneehex und der Zauberer Merlin auf dem Hexenbesen und der Vogel Fasola ging voraus. Nach Gwendoland mit der Stadt von den ging gut gelaunten Leuten, zu den Zwergen, die ihr Gemüse und ihre Früchte auf dem Merit dort verkaufen, und zum Strahlenberg, wo etwas Geheimnisvolles an sich muss haben. Und die Reise nach Gwendoland ist lang gegangen. Zuerst über einen grossen Wald, wo er so gross war, dass sie das Gefühl hatten, der höre nie auf. Dann mussten sie unter den 3 grossen Wasserfällen durchfliegen und sind so plötzlich ins Land der 7 Sümpfe gekommen.
Zum Glück hatten die Schneehexe und der Zauberer Merlin den Hexenbesen und konnten fliegen. Der Weg durch die 7 Sümpfe hätten sie sonst etwa nie gefunden. Nach den Sümpfen sind die Berge gekommen. Über 5 hohe Bergspitzen mussten sie fliegen und sind so vom Fasola ging sicher geführt nach Gwendoland gekommen. Oh, Zauberer Merlin, wir sind glaube ich jetzt in Gwendoland. Ich sehe eine Stadt und hinter der Stadt da hat es einen Berg. Es kommt mir auch so vor. Und der Fasola fliegt jetzt viel langsamer als vorher. Schau, der Fasola kehrt sich um, er will uns etwas singen. Da unter euch liegt Gwendoland, Zukunft ist in eurer Hand. Der Weg trennt uns in dieser Stunde, gleich jemand anders kommt. Fasola! Fasola! Schon ist er weg. Ja, no, so wie der Fasola gesungen hat, werden wir gleich jemand anderes treffen. Aber wer recht? Das weiss ich auch nicht. Aber komm, wir fliegen eins in die Stadt. Ich will eins den Merit anschauen. Oh ja, der soll ja so berühmt sein. Da sind wir ja schon, bei dieser Stadt. Und dort sieht man bereits die ersten Meritstände. Komm, wir landen da mit dem Hexenbesen und gehen jetzt zu Fuss weiter. Achtung und hopp! Schon sind wir auf dem Boden. Oh, Zauberer Merlin, siehst du die riesigen Tomaten, die es da hat? So grosse habe ich noch nie gesehen. Und Gurken, so gross, die mag man wohl kaum einzig tragen. Aber wenig Leute sind um, für das der Merit so berühmt soll sein. Und die da sind, sehen gar nicht so gut gelaunt und lustig aus. Sie schauen eher müde und bedrückt vor. Das ist wahr, Schneehex. Was ist denn da los? Da ist ja gar kein Leben drin in diesem Merit. Es hat doch kaum jemand beachtet, dass wir mit dem Hexenbesen da gelandet sind. Diesen Leuten scheint das alles gleich zu sein. Wollen wir mal bei dieser Merit-Frau hier etwas kaufen? Vielleicht erfahren wir dann mehr. Gut, Zauberer Merlin. Liebe Meritfrau, kann ich 2 von diesen Tomaten hier kaufen? Da, das macht 2 Taler. Sagt einmal, Meritfrau, geht sie ging so still und ruhig zu? Wir sind gedacht, da für Gemüse und Früchte zu verkaufen und nicht für rumzulärmen. Aber so ein bisschen miteinander reden, das gehört doch zu einem Merit. Wir haben keine Zeit zum Schnurren. Wir müssen arbeiten. Die halten mich nur von der Arbeit ab. Wo ist denn der Meritstand der Zwerge? Ich habe gemeint, hier habe es auch Zwerge, die Früchte und Gemüse verkaufen. Zwerge, die sind mir doch gleich. Ich weiss doch nicht, was die machen. Die sollen gescheiter ein bisschen mehr arbeiten. Aber ihr müsst doch wissen, wo die sind.
Das geht mir doch nicht an. Ich will es auch gar nicht wissen. Bei diesem Berg, dort hinter der Stadt, wohnt dort auch jemand, Meritfrau. Geht weiter, ich habe keine Zeit mehr. Komm, Zauberer Merlin, da gehen wir gescheiter. Oh, auf dem Berg ist die gar nicht gut zu sprechen, Schneehex. Ja, dann müssen wir halt an einem anderen Ort weiter schauen. Ich habe jetzt aber Hunger. Mir gelostet die grosse Tomate schon lang. Ja. Also, gross und schön ist sie ja schon, die Tomate, aber ganz ohne Geschmack. Das passt ja gut. Eine geschmackslose Tomate und Leute ohne Lust auf Freude. Und wir stehen da und wissen nicht weiter. Hallo, ich bin der Zwerg Gamvari. Niemand darf mich hier sehen. Gamvari, endlich haben wir dich gefunden. Das ist der Zauberer Merlin und ich bin die Schneehex. Ich nehme an, du hast den Fasola zu uns geschickt. Das ist richtig. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Was ist denn hier los, Gamvari? Warum sind denn die Leute so gefühlslos? Das ist eine lange Geschichte. Ich will es euch erklären, aber nicht hier. Hier sind wir zu wenig sicher. Warum? Was ist denn da so gefährlich? Lauft mir unauffällig nach. Ich weiss einen sicheren Ort. Dort will ich dann alles erzählen, was ihr wollt wissen. Gut, Gamvari. Das war wahrhaftig ein komischer Merit, wo die Schneehex und der Zauberer Merlin angetroffen haben. Von lustig und lebhaft, so hat ja der Zauberer Merlin im Buch gelesen, ist keine Spur gsi. Nur riesengrosse Früchte und Gemüse hat's gehabt, aber die waren ja ohne Geschmack gsi. Und die Leute dort haben wie die Meritfrau gefühllos und kalt gewirkt. Und über einen Strahlenberg wollten sie gar nicht reden. Der Zwerg Gamvari, der so plötzlich auftaucht ist, der hat vor irgendetwas Angst gehabt. Er hat Schneehex oder Zauberer Merlin durch enge Gässchen von dieser Stadt geführt, bis sie zum Eingang von einer Höhle gekommen sind. Nachdem der Gamvari 3-mal geklopft hat, haben die Zwerge von innen das holzige Tor vor der Höhle aufgetan und der Gamvari, die Schneehex oder der Zauberer Merlin sind reingegangen. Sofort ist das Tor geschlossen worden. Der Gamvari ist weiter vorausgegangen und enge Gänge haben sie ging tiefer in den Boden geführt, bis sie zuletzt in eine grosse Höhle kamen, die von Fackeln hell erleuchtet war. Hier, in dieser Höhle, verstecken wir Zwerge uns. Aber sitzt zuerst mal ab, Schneehex und Zauberer Merlin. Ihr seid sicher auch müde von dieser langen Reise. Also, wenn ich ehrlich bin, Gamvari, müde hat mich eigentlich nur der Weg hier in die Hölle gemacht. Weil die Gänge sind für die Zwerge zwar angenehm gross, aber für mich doch schier ein bisschen zu eng. Hört, die anderen Zwerge will uns etwas sagen.
Wir sind Zwerge aus Wendoland, für saftige Früchte wie dumme bekannt. Für Gemüse so zart, aber leider nicht klein, drum sind die guten Zeiten vorbei. Am Anfang ist es in Gwendostadt noch lustig und fröhlich sein. Die haben gejuchzet, haben geredet miteinander, beim Gläschen süssen Wein. Bis eines Tages die Frau ihr Lied nun gesungen hat. Das Volk hat noch gemeint, sie sind krank und gehöre besser ins Bett. Aber die Leute haben nicht gemerkt, dass sie ihre Freiheit verloren haben. Der Merit ist gegen stiller geworden, zuletzt leblos wie ein Stein. Zur gleichen Zeit sind noch die Früchte und Gemüse gegen Gras und grösser worden. Zwar noch nicht Geschmack, dafür riesenhaft, es hat angefangen überborden. Wir sind Zwerge aus Wendoland, für saftige Früchte wie dumme bekannt. Für die Gemüse so zart, aber leider klein, drum sind die guten Zeiten vorbei. Ja, dieses Gemüse hat niemand mehr gekauft, gegen das andere, so munzig und klein. So hat man uns vom Meritplatz vertrieben, ohne Abschied einfach lassen. Aber das ist nur die halbe Geschichte, denn der magische Berg gehört dazu, was genau zur gleichen Stunde sein Geheimnis hat angefangen aufzutun. Strahlenberg hockt der Uranus, noch niemand hat ihn gesehen. Seine magischen Kräfte sind unsichtbar, tun niemandem weh. Sie verändern die Leute, machen gefühllos und blass und das Leben so richtig matt. Von den gefährlichen Kräften verstecken wir uns, um nicht zu werden wie die Leute von der Stadt. Wir sind Zwerge aus Wendoland, für saftige Früchte wie dumme bekannt. Für die Gemüse so zart, aber leider klein, drum sind die guten Zeiten vorbei. Also immer Strahlenberg und der Magier Uranus. Ja, Zauberer Merlin, wir Zwerge vermuten, dass all die Veränderungen, die bei den Leuten stattgefunden haben, ihre Ursache bei den magischen Kräften vom Uranus haben. Und das grosse Gemüse und die riesenhaften Früchte. Auch da nehmen wir an, dass die wegen diesen Kräften so riesengroß werden. Darum verstecken ihr euch hier in dieser Höhle unter dem Boden, dass auch die magischen Kräfte nicht erreichen und euch nicht gefühllos und krank machen. Genau, nur dank dem, dass wir meistens geschützt unter dem Boden sind, ist es noch nichts passiert. Ja, dann sollten wir wahrscheinlich dem Uranus mal einen Besuch abstatten, Zauberer Merlin. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die geheimnisvollen Kräfte auch uns verändern können. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Leider wissen wir Zwerge auch keinen besseren Schutz gegen diese Kräfte, als in unserer Höhle zu bleiben. Ein Schutz, ja, ein Schutz gegen die Strahlen, das wäre gut, ein Schutz. Aha, der Zauberer Merlin ist am Überlegen. Meinst du, er findet etwas raus? Ich brauche eine kleine Zeit. Ich habe aus meiner Zauberkammer ein Zauberbuch mitgenommen. Ich habe fast vermutet, ich brauche das da noch. Jetzt muss ich das eins studieren. Ja, dabei lassen wir dich am besten in Ruhe, Zauberer Merlin. Dann komm, Schneehex. Ich will dir zeigen, was wir Zwerge hier unten in dieser Höhle alles machen. Der Magier Uranus aus dem Strahlenberg war also die Schuld,
dass sich also so Strub hat verändert. Er hat die Leute gleichgültig werden und hat ihnen die Lebensfreude genommen. Die Früchte und das Gemüse hat er riesengross, aber dafür geschmacklos wachsen. Und eben zu diesem Uranus haben jetzt die Schneehexe oder Zauberer Merlin gehen. Aber dazu haben sie sich irgendwie gegen die gefährlichen Strahlen oder Kräfte müssen schützen. Darum hat der Zauberer Merlin ganz vertieft sein Zauberbuch studiert. Derweil hat der Gamvari eine Schneehexe das Reich der Zwerge gezeigt. Schneehex! Schneehex! Wo bist Hier, Zauberer Merlin, ich komme. Weisst du etwas gegen die magischen Kräfte? du? Ja, Schneehex, in meinem Zauberbuch habe ich etwas gefunden. Das ist gut. Dann will mir es dem Uranus mal zeigen. Klar, und je eher, desto besser. Es freut mich, dass ihr so schnell entschlossen seid. Ich weiss den Geheimgang, der bis zum Strahlenberg führt. Wenn ihr bereit seid, dann will ich euch den Weg zeigen. Sehr gut, Gamvari. Also, Schneehex, bist du bereit? Ja, so bereit wie du auch. Der stand hier wie ich in dem magischen Kreis, den ich da gezeichnet habe. Und tut die Augen zu. Der werde nicht den Zauberspruch sagen. Ich bin bereit. Sunaru, Sunaru, Renid, Eschigam Tferch, Necham Sidin. So, dann können wir gehen, Schneehex. Aber ich merke gar nichts von diesem Zauberspruch. Das ist auch richtig so. Weisst, Schneehex, jedes Mal, wenn Kräfte vom Uranus kommen, senden wir dank diesem Zauberspruch auch magische Kräfte aus, die die vom Uranus die vernichten, ohne dass wir etwas davon merken. Das ist natürlich sehr gäbig. Dann wollen wir jetzt wirklich gehen. Also, Schneehex und Zauberer Merlin, ich will euch jetzt durch den Geheimgang bis unter den magischen Berg führen. Dort müsst ihr dann selber weiterfinden. Von dort an weiss auch ich nicht mehr, wo der Weg weiterführt. Und der Zwerg Gamvari hat also die zwei, die jetzt gegen die magischen Kräfte vom Uranus geschützt waren, durch einen Geheimgang zum Strahlenberg geführt. Die Schneehex oder Zauberer Merlin haben gestaunt, wie gross und hoch der Gang war. Nicht so klein und eng wie die Gänge zur Zwergenhöhle, aber ganz geheuer war es nicht.
So, hier sind wir. Da trennt uns der Weg. Merci, Gammari. Dann wollen wir mal weiter, Schneehex. Ja, Zauberer Merlin. Also, dann hoffentlich bis bald, Gamwari. Das hoffe ich auch. Also dann viel Glück. Schau, Zauberer Merlin, da hat's einen Stegen. Dann gehen wir mal da rauf. Sonst hat es ja keinen anderen Weg. Oh, die Stege scheint nie aufzuhören. Ja, die bringt einen noch recht zum Schnaufen. Da wird's langsam wieder hell. Nicht nur hell, das fängt fast an zu blenden. Dort oben hört die Stege endlich auf. Was erwartet uns echt dort oben? Wer wagt da in mies Reich einzutreten? Ich bin der Uranus. Uranus, wo bist? Ich sehe dich gar nie. Mich kann niemand sehen. Ich bin unsichtbar. Ich bin der Uranus. So unsichtbar wie deine Kräfte. Ich bin unsichtbar. Alles ist unsichtbar. Ich bin der Uranus. Woher nimmst du denn deine Kraft, die Energie? Alles ist unsichtbar. Nur der Stein vor Energie braucht's da dazu. Ich bin der Uranus. Der hat eine komische Stimme. Verstehst du den? Ja, alle magischen Kräfte entstammen aus dem Stein für Energie. Und der ist sicher dort, wo es am meisten blendet und strahlt. Ich versuche ihn einmal zu holen. Aber passt auf, Zauberer Merlin. Der Stein vor Energie könnt ihr nicht nehmen. Der ist da fest im Felsen eingemacht und noch nicht kennen das Geheimnis, wie man ihn la strahlen und Kraft aussenden. Und noch ich kenne das Geheimnis, wie man ihn wieder abstellt. Ich bin der Uranus. Wir werden das schon herausfinden. Keine Angst, Uranus. Da könnt ihr lang probieren. Das klingt nie. Ich bin der Uranus. Schneehex, siehst du dort oben an der Decke? Dort hat es ein kleines Loch. Ich bin fast sicher, dass der Uranus dort oben drinnen hockt und von dort aus der Stein von der Energie kann strahlen oder wieder abstellen. Dort oben hat sicher noch eine Höhle. Dann sollten wir dort rauf können. Aber wie? Ich habe den Hexenbesen nicht mitgenommen. Ich ziehe mich zurück. Ich bin der Uranus. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Sonst geht's auch dir schlecht. Ich bin der Uranus. Komm, wir gehen ein bisschen zurück. Also, der Uranus bezieht seine Kraft vom Stein vor Energie. Und diesen Stein kann man auch abstellen. Und wie man das macht, das ist jetzt unser Problem, Schneehex. Mit einem Zauberspruch verkleinern könntest du uns ja schon. Aber ohne Hexenbesen kommen wir nicht dort durch, zu dem Loch in der Decke, wo uns zum Uranus führt. Aber zurück, den Hexenbesen holen, das geht zu lang. Wer weiss, was denn an Uranus in der Zwischenzeit in Sinn kommt, für uns nicht mehr in Strahlenberg zu lassen. Oh, ich habe eine Idee. Der Fasola könnte doch dort durchfliegen. Ja genau, mein Zauberspruch gegen die magischen Kräfte lenkt für ihn auch noch. Der ist ja so klein. Aber für mich, als uns zwei oder Fasola, ist er halt schon zu wenig stark. Fasola!
Ich bin der Vogel Fasola. Ja, sing du mir und schon bin ich da. Schnell, Fasola, flieg schnell in den Kreis, den ich da gezeichnet habe. Ich tue grad zaubern, dass die magischen Kräfte nicht mehr machen. Sunaru, Sunaru, Renit, Eschigam, Tferch, Necham, Sidin. Schau, Fasola, dort oben in der Decke hat es ein kleines Loch. Und dort oben hockt der Uranus. Und er kennt das Geheimnis, wie man den magischen Steh abstellt. Das musst du herausfinden. Dann fliege ich in für das Netz und gleich wieder lacht. Hab Sorge zu dir. Gib Acht vor dem Uranus. Schon ist er weg. Und dann können wir nichts anderes machen als warten, Zauberer Merlin. Ja, Schneehex. Warten und nichts können machen. Das liegt mir gar nicht. Aber jetzt ist es halt so. Da waren sie jetzt und haben gewartet, die Schneehex oder Zauberer Merlin, nachdem sie der Zwerg Gamvari fast bis zum Uranus geführt hat. Der Uranus, der mit seiner komischen Sprache nicht gerade etwa freundlich tönt hat. Jedenfalls haben die Schneehex oder Zauberer Merlin herausgefunden, dass alle Kraft, die die Leute unfreundlich zueinander gemacht hat, oder Uranus so stark, dass die Kraft aus dem Steh von der Energie ist gekommen. Den Steh von der Energie haben sie zwar gesehen, aber eben, sie haben das Geheimnis, wie man den abstellen kann, nicht kennt. Darum ist der Fasola, der singende Vogel, durch ein kleines Loch in die Hölle vom Uranus geflogen. Derweilen hat die Schneehex oder Zauberer Merlin ungeduldig gewartet. Jetzt warten wir schon so lange auf den Fasola. Und er ist immer noch nicht da. Ist echt etwas passiert? Ja, mir gefällt es schon lange nicht mehr. Aber der kommt der Fasola. Ich bin ins Reich vom Uranus gedrungen. Manchmal hat dort eine Melodie fein gesungen. So habe ich all seine Geheimnis gehört und bin jetzt so noch hier, da zurückkehrt.
Wirklich, Fasola, du hast das Geheimnis für einen Stein von Energie abzuschalten. Und der Uranus hast du gar nicht gesehen. Sehr gut. Und wie? Wie kann man denn den Stein abschalten? Mi, do, fa, si, la, si. La, fa, so, la, so. Und da soll jetzt draus kommen. Du musst denk genau das singen, was dir der Fasola vorgesungen hat. Das ist das Geheimnis. Wenn du vor dem Stein vor Energie die Melodie singst, dann stellt der allweg ab. Dann wollen wir es ausprobieren. Kommt, wir gehen zum Stein vor Energie. So, dann singen wir es einmal. Mi, do, fa, si. Ich kann es nicht, Schneehex. Ich kann gar nicht singen. Und ich habe die Melodie vergessen. Aber der Fasola kann die Geheimmelodie vielleicht noch. Klar, Fasola, sing uns die Melodie noch eins. Mi, do, fa, si, la, si. La, fa, so, la, so. Es wirkt. Schau, der magische Stein zerkehrt zu Stau. Und endlich hören die magischen Kräfte auf. Ich bin der Uranus. Ich bin der Uranus. 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 Und das war schon das Ende vom Uranus. Vendoland ist jetzt befreit, keine Macht mehr vor der Sonne steht. Campari und Zwerge sind froh, sie wieder leben oben Mexiko. Vendoland ist jetzt befreit, keine Macht mehr vor der Sonne steht. Campari und Zwerge sind froh, sie wieder leben oben Mexiko. Allerdings auf einem Merit, wo die jetzt auch noch eins eingewenden statt. Wenn die Leute wieder lebhaft und lustig sind und die Früchte und das Gemüse wieder normal gross der Verköstung sind, wie sieht echt der jetzt aus? Da komme ich einfach sicher mit. Schneehex, Zauberer Merlin, Fasola. Gamwari, du bist es. Ja, bravo, ihr habt es geschafft. Die magischen Kräfte sind verschwunden. Die Leute und Zwerge sind wieder froh und glücklich. Und ohne Angst und Gefahr kann ich zu euch in Strahlenberg kommen. Ja, und der Uranus ist für immer verschwunden. Und der Stein vor Energie für ging vernichtet. Aber jetzt will ich raus aus der Hölle. An die frische Luft. Da komme ich auch. Komm, wir gehen grad auf den Meritplatz. Oh ja, da bin ich auch dabei. Vendoland ist jetzt befreit, keine Macht mehr vor der Sonne steht. Gambari und Zwerge sind frei, sie wieder leben auf Amerika.
Dank dem, dass also der Fasola die Geheimmelodie vom Uranus herausgefunden hat, ist der Stein vor Energie vernichtet worden und mit dem ist der Uranus verschwunden. Und sofort mit dem Verschwinden der magischen Kräfte haben die Leute von Gwendostadt lustig miteinander. Und auf dem Meritplatz war ein munteres Treiben. Dorthin sind jetzt die Schneehex, der Zauberer Merlin, der Zwerg Gambari und der Vogel Fasola gelaufen, geflogen. Mama, da ist ja etwas los. Und wie? Da spürt man völlig, wie das lebt und zweck ist auf dem Platz. So war es immer, bevor der Uranus aufgetaucht ist. Aber diese schlechte Zeit ist jetzt zum Glück vorbei. Oh, Zauberer Merlin, dort ist die Meritfrau, die mir das letzte Mal 2 Tomaten verkauft hat. Oh ja, wie die glücklich aussehen. Komm, wir gehen mal dort her. Schöne, fruchtige Tomaten, Rüebli und zart. Das beste Gemüse vom ganzen Land könnt ihr hier bei mir kaufen. Was hättet ihr gern? 2 Tomaten, liebe Meritfrau. 2 Tomaten, von den besten, die es gibt. Bitte sehr. Das macht 1 Taler. Danke vielmals. Die sind dann gut. Probier auch mal, Zauberer Merlin. Wirklich wunderbar. Tomaten, Rüebli und Sellerie, als Gemüse so köstig und fein. So gesund für den Körper an jedem Stand. Das ist der Merit von Gwendoland. Ein saftiger Äpfel, ein Zwetschgen, eine Nuss, eine goldgelbe Beere, jeder Biss ist ein Genuss. Heute mit einer Frucht in jeder Hand, ja das ist der Merit von Gwendoland. Männer und Frauen im Spiel mit den Kindern, lachende Zwerge und ein sanfter Wind, strahlende Gesichter durch das ganze Land. Das ist der Merit von Gwendoland. Und am Abend ein Gläschen süßer Wein, so geht der Tag vergnügt vorbei. Und zufrieden gibt man sich zum Abschied noch die Hand. Das ist der Merit von Gwendoland. Die Meritfrau singt wieder. Das ist sehr gut. Das heisst, dass wirklich alle Gefahr vorbei ist. Und das Leben hier in Gwendoland ist wieder so lebensfroh und lustig wie früher. Ja, und wir, Zauberer Merlin, wir könnten jetzt eigentlich wieder heimgehen. Es ist zwar fast ein bisschen schade. Nein, so schnell dürft ihr natürlich nicht schon wieder gehen. Jetzt seid ihr das erste Mal noch ein bisschen unsere Gäste hier in Gwendoland. Was meinst du, Fasola?
Gwendoland in schönstem Glanz bittet euch jetzt noch zum Tanz. Warum wir befreit in dieser Stunde, da läuft jetzt endlich wieder rund. Warum wir befreit in dieser Stunde, da läuft jetzt endlich wieder rund. Ja, Fasola, wenn du dem Zauberer Merlin und mir noch ein bisschen Gwendoland zeigst, dann bleibe ich gerne noch ein bisschen hier. Da bin ich ganz deiner Meinung, Schneehex. Also, das ist ja gut. Dann wollen wir jetzt auch mal ein Gläschen süssen Wein trinken. Und an diesem Tag hat es natürlich ein Fest gegeben in Gwendoland, das bis spät in die Nacht hineingedauert hat. Der Schrecken der letzten Zeit war gleich vergessen. Die Gefahr war keine mehr herum. Da haben die Zwerge und die Leute von Gwendoland so richtig aufblühen. Die Schneehex oder der Zauberer Merlin haben sich von dieser Freude, von dieser Wärme der zwischen den Menschen anstecken und sie gewiss noch ein paar Tage in Gwendoland bei den Zwergen, beim Gamvari und am Fasola geblieben, bevor sie sich auf den Weg hin in ihr Dorf gemacht haben. Und der Fasola würde an dieser Stelle sicher jetzt singen. Damit ist die Geschichte jetzt zu Ende und es liegt in deinen Händen. Freut ins ganze Land, wie die Leute in Zwei wunderbare Wesen, wie schon wieder kommen sie zu